Das Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Tsching-Bum und Terä, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Köln-Ding der Woche. Ja, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt wie jede Woche der super gut gelaunte und von der Karnevalsstiftung ausgezeichneten Brockhaus des Alafismus, der liebe Uli. Und wenn ihr sehen könntet, mir gegenüber mit einer roten Pappnase bekleidet und sonst nichts, der Frank. Ja, das ist richtig. Uli, er ist jetzt fast schon wieder Karneval, ne? Da ist ja quasi am 11.11. ist ja immer Großkampftag. Ja, da ist auch Großkampftag für die Polizei und die Feuerwehr und alles Mögliche, ne? So wie ich immer sage, Anarchie ist, wenn das Funke Mariechen und der Lappe klauen in die Ecke pisse. Sehr schön formuliert, ja. Und das könnte durchaus passieren, wenn man sich auf der Zülpicher Straße bewegt. Ja, übrigens, es gibt ein neues, super geiles Motto, was das Festkomitee bereits von der letzten, zum Abschluss der letzten Session rausgehauen hat. Und das ist wieder eins, was bis an die Schmerzgrenze geht. Es ist unglaublich. War der Theater, war der Jacke-Spiel. Und es tut mir außerordentlich leid, dass Marie-Louise Nikuta nicht mehr lebt, weil das Mottolied von ihr hätte ich gerne gehört. In dem Zusammenhang hört gerne noch mal in die Marie-Louise Nikuta-Folge rein. Da geht es ausdrücklich um die Mottolieder. Ja, ich denke mal, hat die 1953 die Mottolieder auch schon gemacht? Die hat die schon gemacht, da sind die Dinosaurier hier noch rumgelaufen. Ja, hätte die das gleiche Lied nehmen können wie 1953. Da hieß das nämlich das Motto Kölsche Theater. Ja, hätte man das recyceln können, ne? Der Mief der 50er ist zurück, was will man machen? Es ist halt Gölle. Zur Einstimmung haben wir heute zwei Begriffe bzw. zwei feste Größen des Karnevals am Start. Nämlich, wir starten mit der Jeckenzahl 11. Diese Jeckenzahl 11 ist für den Karneval unverzichtbar. Und als zweites Wort haben wir Alaf. Und dieser Schrei, dieser Urschrei des Wahnsinns in Köln, den werden wir im zweiten Teil genauer angucken. Fangen wir erstmal mit der Jeckenzahl 11 an. Falls ihr euch jemals gewundert habt, wenn ihr auf eine Karnevalssitzung geht, die fängt nicht um Punkt 20 Uhr oder um Punkt 19 Uhr an. Eine Karnevalssitzung beginnt um 19.11 Uhr oder um 20.11 Uhr. Und Frühshoppen beginnt nicht um 11 Uhr, sondern um 11.11 Uhr. Das ist der Jeckenzahl 11. Das heißt, diese 11 begleitet den Karneval schon allein bei den Veranstaltungen. Übrigens, unser Podcast kommt immer freitags um 18 Uhr. 11? Raus. Weil wir auch so lustig sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, wo kommt denn die 11 denn so her, mein lieber Uli? Ja, da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Erklärungsansätze. Also, was relativ plausibel ist, die 11 ist irgendwie so ein bisschen so eine Scheppezahl. Während sich die 10 noch an allen 10 Fingern abzählen lässt, ist die 11 die erste Zahl, die du nicht mehr mit 10 Fingern abzählen kannst. Dann hast du noch die Frage, die 12 ist so eine schöne Zahl, die kann man teilen durch 1, 2, 3, 4 und 6. Die 11 kannst du teilen durch wie viele Zahlen? Genau, durch sich selber und durch 1. Das ist Genau. eine Primzahl. Ja. Das ist die kleinste Primzahl. Nein, Nee, das stimmt nicht. das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Primzahl. Es ist eine Primzahl, ja. Es ist eine kleine Primzahl. Nee, es ist die kleinste zweistellige Primzahl. Ah, okay, gut gerettet jetzt gerade noch, Herr Dr. Mausbach. Naja, also insofern die 12 schön sauber, kann man trennen, kann man alles mitmachen, kann man teilen. Die 11 ist so ein bisschen so wie so eine böse Zahl eigentlich. Und deswegen ist die 11 auch die Zahl der Narren. Ja, aber das ist ja nicht ganz so richtig, ne? Weil in der Numerologie steht die 11 für Spiritualität, Intuition, Weisheit der Seele, Medialität, Charisma, Erkenntnis, Bewusstsein, aus dem Glauben Kraft schöpfen. Und das erzählst du am 11.11. mal bitte gern allen, die rechts und links auf die Zülpicher Straße sich erbrechen. Ja, ist aber auch für Beeinflussbarkeit, durch Alkohol zum Beispiel, Labilität und Verletzlichkeit, wenn man fällt und so, ne? Also das ist so, wie bei so Pseudowissenschaften üblich, gilt eigentlich so für alles. Ja, und deswegen hat die 11 halt im Karneval eine große Karriere gemacht. Wie viele Mann sitzen im Rat in der Karnevalssitzung? Oh, 11? Weil es der Elferrat ist. Ja. Also die 11 begleitet uns. Übrigens für Karnevalsvereine ist es vollkommen uninteressant, 50. Jubiläum, 60. Jubiläum zu haben. Da wird gefeiert 55, 66, 77 und so weiter. Das sind die entscheidenden Jubiläen für die. Im 19. Jahrhundert war die Zahl 11 als Einliff bekannt und bedeutete eins drüber.
Macht Sinn. Macht Sinn. Immer einen mehr als immer geht. Immer eins mehr wie 10 Finger, wie du eben schon gesagt hast. Und immer ein Kölsch mehr als eigentlich geht. Und in der Chemie ist im Periodensystem steht die 11 für Natrium. Und jetzt gehen schöne Grüße an meinen verzweifelten Lehrer, Herrn Brandt, raus. Oh Gott. Der konnte mir das nämlich nie beibringen. Dann haben wir noch 11 Spieler. 11 Freunde sollt ihr sein. 11 Freunde sollte sein. Der Elfmeter. Die Engländer feiern am 11.11. das Ende des Ersten Weltkriegs. Und dann gab es noch einen Paragraph 11. Kennst du den? Des Kölschen Grundgesetzes. Nein, mit dem Befehl Paragraph 11 bestätigen, versenkte sich die kaiserliche Hochseeflotte mit 74 Schiffen 1919 selber. Das war mir jetzt neu. Ja, das ist nämlich, der Befehl gab damals der Konteradmiral Ludwig von Reuter. Wobei, da ist jetzt definitiv kein Bezug mehr zum Karneval und zu Köln zu sehen. Ja, ein bisschen Jack ist da trotzdem. Wohingegen bei der Erklärung, die auf die Franzosen zurückgehen soll, tatsächlich noch ein bisschen Köln und ein bisschen Karneval drin ist, weil wir waren unter französischer Besatzung und wenn man sich das französische Staatsmotto Egalité, Liberté, Fraternité anguckt und die ersten Buchstaben nimmt, wird daraus 11. Und das passt schon. Und insofern ist es eine schöne Geschichte, stimmt aber definitiv nicht. Es gibt eine einzige Herleitung, die ich glaube, die auch plausibel ist, die wir auch wirklich nehmen können, nämlich der 11.11. ist auch Zintemätes. Zintemätes ist... Ja, der heilige St. Martin. Da läuft man rum mit den Kindern und die Kötten Süßigkeiten und singen ein bisschen was. Und früher wurde am 11.11. wurden Löhne, Gehälter und Pachten ausgezahlt. Also auf einmal war tierisch viel Kohle in der Stadt unterwegs oder überhaupt grundsätzlich unterwegs und gleichzeitig war die meiste Arbeit getan. Das heißt, die Ernten waren eingebracht und man hatte jetzt das Geld und deswegen konnte man es ein bisschen krachen lassen am 11.11., weil keine Arbeit, mehr und viel, viel Geld da, das bietet sich ja an. Dann kann man auf die Zülpicher Straße gehen und da mal so richtig ordentlich die Sau rauslassen. Ja, ich denke mal, gibt's noch mehr zu Elf eigentlich zu erzählen? Also außer, dass bei Stranger Things die Hauptcharakter Elf hieß. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war jetzt erschöpfend. War erschöpfend, ne? War erschöpfend. Deswegen kommt direkt jetzt der nächste wichtige kölsche Begriff, nämlich Alaf. Alaf, bitteschön, ja, nicht Alaf. Alaf. Ja, nicht Alaf und nicht Alaf, sondern Alaf. Das muss man so ein bisschen schreien. Schön ist übrigens, wir feiern ja dieses Jahr 2023 200 Jahre organisierter Karneval. Und das Festkomitee hat es sich nicht nehmen lassen, einen riesigen Alaf-Schriftzug zu machen. Der ist, keine Ahnung, 12 Meter lang, 3 Meter hoch. Und der ist transportabel und der steht auf verschiedenen Plätzen in der Stadt. Ich habe ihn schon gesehen am Schokoladenmuseum. Er stand auf der Schelsig, steht er gerade in der Messe, steht er gerade. Auf dem Heumarkt stand er schon. Und er soll noch weiter rumlaufen und das ganze Jahr daran erinnern, dass wir 200 Jahre Karneval feiern. Ja, ich hatte das mal bei Instagram gepostet. Wer es nicht gesehen hat, ist wirklich eine ganz coole Aktion, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind aber nicht die einzigen, die karnevalistische Schlachtrufe haben. Das muss man mal ganz klar so sagen, ne? Weil es gibt, also ich sag mal wahrscheinlich in jedem Dörp, wo Karneval gefeiert wird, gibt es natürlich auch die eigenen Rufe. Also ich fange jetzt mal grob an mit Horig, Horig, ich dir Katz, lautet der Ruf der Narrenzunft Zell am Harmersbach. Dann gibt's noch der Ruf aus Westernhausen im Hohenlohe-Kreis. Jetzt wird schwierig. Also der ist, liebe Lohen-Hohen-Kreisen, dann nehmt mir das nicht übel, wenn ich das falsch ausspreche, Holz, Schleichel, Verschi. Ja, ich sag mal, 3 Bier und wird flüssiger, 8 Bier und du kannst es. Dann haben wir den Fellbacher Karnevalsclub 1981 e.V., relativ einfach, Hachi. Oder im Dietfuchter Chinesenfasching, der mir auch komplett neu war, heißt der Schlachtruf Kille Wau. Ja, wer einmal in Würzburg war, in Unterdürbach, der hat gerufen Schnüdel klar. Dann gibt's noch so eine andere Stadt hier in der Nähe, also Dorf, etwas rein aufwärts im Norden. Die rufen auch was, aber ich weiß gar nicht, was rufen die da eigentlich? Weiß ich nicht. Egal, ne? Ich glaube, wie in Mainz, ne? Ich weiß auch nicht, also ja, keine Ahnung. Reichen wir nach oder auch nicht, ist auch egal. In Mönchengladbach ruft man halt Paul. Auch schön. Auch schön. Und jetzt kommt, glaube ich, dein Favorit. Mein persönlicher Favorit kommt aus der schönen Vulkaneifel. Schöne Grüße an meine Tante in der Vulkaneifel und an meine Cousine und an alle anderen. Die kommen aus dem schönen Ulmen. Das ist irgendwo Nürburgring, ganz grob, für die sich da nicht ganz gut auskennen. Und der Schlachtruf da heißt
Also Ulmen heißt der Ort Ulleme-Öwe. Da hört sich an. Das nach 10 Kölsch und du hast alles richtig gemacht, ne? Ja. Der Narrenruf ist, also wie man gerade hier festgestellt hat, außer in dem einen, was uns nicht eingefallen ist immer zweigeteilt. Die Idee ist folgende, du willst das Volk so ein bisschen einbinden, deswegen ruft einer immer vor und das Volk ist dann auch selbst mit 3 Promille noch in der Lage, diesen zweiten Teil des Rufes zu machen. Also in Köln heißt das, der Vorrufer ruft meinetwegen Köln und das Publikum ruft Alaf. Und das Ganze wird immer 3-mal gemacht. Dann ruft er Rude Funke, Alaf. dann ruft er Köln-Ding der Woche, Alaf. so, und das Alaf, das kann das Publikum auch, wie gesagt, nach dem 16. Kölsch noch fehlerfrei aussprechen. Und deswegen ist dieser Vorrufer wichtig. Der darf das dann nicht verranzen. Der muss auch immer in dem Rhythmus drin bleiben. Wenn der zum Beispiel sagt, Kölle, Alaf. dem ganzen Publikum im Saal und allen Würdenträgern des Saals und allen Ordensträgern, die jetzt nur ausgezeichnet sind, Alaf, dann ist das ein bisschen schwierig für den Volk zu folgen. Also der Vorrufer sollte sich immer möglichst kurz fassen und das können auch einige Sitzungspräsidenten nicht. Also ist ein bisschen so wie der Capo bei den Ultras vom FC, der oder bei der Fortuna Bande steht. Oder bei der Fortuna natürlich. Jetzt ist aber die Frage, wo kommt das Wort denn eigentlich her? Ich meine, Alaf als solches lässt sich schön brüllen, ne? Also auch relativ wenig Speichelfluss dann dabei, wenn man das brüllt. Wo kommt das Wort denn eigentlich her? Ja, da gibt es verschiedene Varianten, beziehungsweise gibt es ganz viele, die falsch sind. Also da hat mal jemand, der Philologe Heribert Augustinus Hilgers, immerhin, hat in seinem Buch Alaf einen Kölner Hochruf mit allerhand Fehlinterpretationen aufgeräumt. Zum Beispiel ist nicht richtig, dass Alaf vom keltischen Wort Aleph, was Glück bedeutet, abstammt. Ebenfalls ist es schlichtweg falsch, dass das aus dem Tarotspiel kommt. Im Tarotspiel gibt's den Joker, ist es, ne? Der Narr, Entschuldigung, der Narr. Der Narr heißt im Tarot Aleph, aber das hat mit unserem Alaf auch nichts zu tun. Ja. Auch die Herleitung aus dem alemannischen Alaf, was auch immer das heißt, dem spanischen Alaba oder dem syrischen Hadegel sind alle, so Hilgers in seinem Buch, nicht haltbar. Schön wäre es gewesen, ist aber auch falsch. Als wir noch französisch besetzt waren, hätte man rufen können, élève-toi, Cologne, also erhebe dich, Gölle. Aber das ist auch falsch, das stimmt einfach nicht. Ja, dann erhelle uns doch, du intellektueller Alafist. Also als bekennender Alafist weiß ich natürlich, wo es herkommt, weil Alaf ist viel, viel älter, als was wir an Karneval feiern hier. Also der organisierte Karneval seit 200 Jahren. Also tatsächlich gab es schon einen Krug, der gefunden worden ist. Der stammt wahrscheinlich so aus dem Jahr 1550 und auf dem Krug war eine Inschrift und diese Inschrift hieß Alaf für einen goden Drünk. Also ungefähr sowas wie nichts geht über einen guten Trank. Ja, wer war denn der berühmteste Politiker, der jemals Kölle Alaf gerufen hat? Ich bin ein Berliner. Genau. Im Jahre 63 hat sich nämlich John F. Kennedy ins Goldene Buch der Stadt Köln eingetragen und hat seine umjubelte Rede mit dem Ausruf Kölle Alaf, wahrscheinlich Kölle Alaf, beendet. 5 Monate später wird er dann ermordet. Hatte Lee Harvey Oswald Verbindungen zu Ultrakarnevalisten aus Mainz? Oder etwa Düsseldorf? Uli, weißt du mehr? Wer kann da mal recherchieren? Das ist eine Aufgabe für unsere Hörer. Also, wer jetzt da noch genauer Bescheid weiß und ganz NSA-mäßig alles abhören kann, möge uns diese Informationen bitte zuleiten. Wir werden sie umgehend veröffentlichen, unter Nennung des Klarnamens. Natürlich. Ja. Uns bleibt eigentlich nichts weiter, als euch einen wunderschönen Karnevalssessionsauftakt zu wünschen. Ihr wisst ja zumindest, was die 11 bedeutet und ihr wisst auch, was Alaf bedeutet. Und ich würde sagen, feiert heftig, bleibt gesund und vor allem benehmt euch. Und darauf ein Dreifach Gölle, Alaf, Tontechniker Yannick, Alaf und der Mausi, Alaf. Madet Jod und bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.